Wunderbar. Heute geht es um Paulus' Gebetsleben. Spannender Sommer in Philippi und kurz zur Vorbereitung dieses zweiten Missionstrips. Also die Gemeinde in Philippi wurde auf seinem zweiten Missionseinsatz gegründet. Und es ist ein bisschen anders passiert als beim ersten Mal. Sein erster Missionstrip, das war so richtig, wie man sich's vorstellt. Da war ein Prophet, der stand auf und hat gesagt, ich glaube, wir müssen Paulus und Barnabas freisetzen für ihren Dienst. Und dann haben sie gefastet und sie haben gebetet und haben dann das Gefühl gehabt, ja, die müssen wir aussenden. Und das war so die geistliche Geschichte. Beim zweiten Missionseinsatz ging das ganz anders. Paulus, das sind die Worte von Paulus. Lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in allen Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Und dann sagt Paulus, ja, gute Idee. Und ich möchte gerne noch den John Markus mitnehmen. Und dann brach ein Riesenstreit aus zwischen den beiden, weil Paulus sagte, ja, der Johannes Markus, der war nicht so treu beim letzten Einsatz. Und mit einer Auseinandersetzung gingen sie dann auf diese Missionsreise. Also nicht ganz so die super Voraussetzungen, wie man sich den Start einer Missionsreise wünscht. Und jetzt möchte ich noch schnell einen kurzen Rückblick machen, was ich vor 3 Wochen gepredigt habe, weil da ist es einfach eine interessante Reise, wie Paulus da losgegangen ist. Wir lesen diese Geschichte, wie die Gemeinde in Philippi war letztes Jahr, wie die Gemeinde in Philippi gegründet wurde. Es war die erste christliche Gemeinde auf europäischem Boden. Und ich habe da letztes Mal gesagt, eben Paulus war unterwegs und eigentlich hatten sie vorgehabt, hier in diese Region zu gehen. Das ist heute Kleinasien, Türkei. Aber das heißt hier, der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Und dann geht es weiter. Sie versuchten einfach weiterzugehen und dann kamen sie Richtung Mysien und dann dachten sie, ja, jetzt gehen wir Richtung Britannien, liegt hier oben. Nee, aber auch hier ließ der Heilige Geist es nicht zu. Und dann sagt sie, wenn wir nicht nach rechts gehen können, dann gehen wir halt nach links. Und dann gingen sie halt Richtung links und dann hatten sie wirklich so einen richtigen Drang, ohne sich aufzuhalten. Das finde ich auch interessant. Also wenn eigentlich der Plan nicht funktioniert, den wir uns normalerweise machen, irgendeinmal setzt du dich doch hin und spätestens, wenn du ein Missionsteam leitest, dann sagst du, Leute, jetzt ist mal Zeit zum Beten, um den Herrn zu suchen, um mal zu hören, was er eigentlich will mit uns hier. Ich war auch mal auf einem Missionseinsatz, wo alles schief ging. Und da haben wir den Herrn gesucht. Paulus macht es ein bisschen anders. Er sagt einfach, ohne sich aufzuhalten, gehen wir weiter. Also kein Gebetsmeeting. Dann hat er in der Nacht diese Vision von einem Mann, der ruft, kommt zu uns. Und dann sind sie wieder so unverzüglich. Also nicht lange noch darüber beten, könnte das der Herr gewesen sein oder die Pizza von gestern. Nein, es war wirklich irgendwie so, wir glauben, es ist Gott, wir gehen unverzüglich, Schiff genommen, rüber nach Europa und kamen nach Philippi. Die Stadt sah damals ungefähr so aus. Und jetzt, das finde ich einfach auch toll, sie wollen zu einer Synagoge gehen oder an einen Ort, wo gebetet wird. Sie gingen einfach ihrer Vermutung nach. Ich liebe dieses Wort, wo sie eine Gebetsstätte vermuteten. Also, das ist die Gründung der ersten Gemeinde auf europäischem Boden. Und das hat einfach aus Vermutung. Ja, vielleicht hat es dort was. Gingen sie ihrer Vermutung nach. Und wir lesen dann, dass dort eine Frau war, die ihr Herz für die Botschaft geöffnet hat. Jetzt denkst du auch wieder, wir hatten doch eine Vision von einem Mann. Und spätestens da, wenn ich das Team leiten würde, würde ich auch wieder sagen, Leute, ich glaube, wir müssen beten und mal den Herrn suchen, was eigentlich sein Plan ist, weil er hat doch einen Mann gezeigt. Herr, wo ist dieser Mann? Wo ist dieser Mann? Aber da war eine Frau und ich liebe Paulus, war so voll in rollende Planung. Hey, dort, wo eine Tür aufgeht, dort gehen wir gleich mit. Und die Frau ließ sich dann taufen und
es heißt dann hier so schön, sie drängte uns so. Der Luther übersetzt es sogar, sie nötigte uns. Und dass Paulus und seine Begleiter zu ihr nach Hause kamen und bumm, die erste Gemeinde auf europäischem Boden war gegründet. Also irgendwie ziemlich ungeistlich, ziemlich so nicht, wie man sich vorstellt, dass man eine Gemeinde gründet und den Herrn groß sucht, sondern drauf los, mal schauen, wenn es nicht so passiert, dann machen wir es so. Und ich liebe diese Spontanität, die Paulus hatte und irgendwie auch diesen Vorwärtsdrang. Jetzt gehen wir rund 10, eigentlich sind es mehr 12 Jahre später, tauchen wir in den Philipperbrief ein. Paulus ist in der Gefangenschaft in Rom und schreibt der Gemeinde, die er so sehr liebte, und folgende Worte: Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Was für ein Kontrast. So auf einem Missionseinsatz war er der Macher und jetzt, ein paar Jahre später, ist er der Beter. Und ich finde es eine ganz interessante Geschichte, wie Paulus hier plötzlich gemerkt hat, das Gebet ist unglaublich wichtig. Der Titel dieser Predigt lautet Sustained Through Prayer. Ich habe ungefähr 20 verschiedene Titel gehabt. Mir kam kein guter deutscher Titel in den Sinn. So viel wie das tragende und anhaltende Gebet. Und ich liebe diesen Begriff Sustained, weil der kenne ich vor allem von der Musik her. Dieses Pedal hier unten, das heißt Sustain Pedal. Und wenn man das nicht drückt, dann hört man das. Es klingt nur so lange, wie ich auch drücke. Aber wenn ich das Sustain Pedal drücke, geht es einfach weiter und der Ton erklingt. Und stellt euch vor, Paulus hat ja die Hände gebunden. Er war in Gefangenschaft. Also er konnte nicht mehr der Macher sein. Er hatte nicht mehr die Möglichkeit, noch irgendetwas zu pushen und voranzutreiben, sondern seine einzige Möglichkeit war, noch irgendwie etwas durchs Gebet zu erhalten, damit es weiterging, was Gott auf so eine spektakuläre Art und Weise angefangen hat. Und es ist unumstritten, dass die Gemeinde in Philippi, das war Gott. Und ich glaube, es gibt so viele Geschichten in unserem Leben, wo wir merken, wow, da ist Gott drin. Aber irgendwie vergessen wir es, dann mit Gebet am Leben zu erhalten. Ich habe passend zu der Saison irgendwie natürlich eine Spritzkanne mitgebracht. Und mir ist was Neues aufgegangen. Wir sind ziemlich gut im Pflanzen von Sachen. Wir reden mit Menschen über Gott. Vielleicht, wir machen irgendwo ein Event als Kirche. Wir sehen was, wir starten was. Wir haben Movie Bay hatten wir. Leute eingeladen, Freunde. Das wurde immer etwas gepflanzt in ihrem Herzen von Gott. Auch bei meinem Nachbar, seitdem, als er da war, der spricht mich jedes Mal an auf die Kirche, ohne dass ich das Gespräch so eröffnen muss. Unglaublich, da wurde was gepflanzt. Und eigentlich sind wir immer busy am etwas pflanzen, am Säen. Aber Paulus hat das begriffen, dass junge Pflänzchen, ja, der Herr schenkt das Wachstum. Er sagt auch an einer anderen Stelle, dass ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen und der Herr schenkte das Wachstum. Er hat immer begriffen, hey, ich kann nicht immer nur pflanzen, sondern
wenn Gott etwas tut und etwas zum Aufblühen bringt, ich glaube, ich muss es noch, ja, da ist tatsächlich noch Wasser drin. Irgendwie braucht es immer wieder das Begießen. Jetzt kleine Frage, was braucht mehr Zeit und mehr Effort? Ist es das Pflanzen oder ist es das Begießen? Weil das Pflanzen ist schnell gemacht. Die Saat ist schnell im Boden. Wie die Gemeinde in Philippi gegründet wurde. Letztes Jahr war so gut, Ephesus, ich liebe Ephesus. Wie die Gemeinde in Philippi gepflanzt wurde, es war relativ easy. Einfach geleitet, der Vermutung nach, da an den Fluss, da war jemand, Herz geöffnet, bumm. Aber jetzt beginnt die Arbeit. Und mir ist es richtig eingefahren, wie Paulus diese Worte braucht, ich bete ständig. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, 12 Jahre später schreibt er das. Also er hat jetzt mal einfach 12 Jahre begossen. Ihm sind die Hände gebunden, sustained in prayer. Er hat einfach versucht, dass das wachsen kann. Und er hat etwas getan. Mir ist was Neues aufgegangen. Und darüber möchte ich eigentlich, das ist meine Message, das ist eine ganz simple Message. Eigentlich habe ich nichts Neues. Weil über Gebet kann man nicht viel Neues bringen. Aber so wie ich bete und so wie wir als Gemeinde beten, das Gebet ist meistens Teil unserer Vorbereitung. Also wir haben jetzt zum Beispiel am Freitagabend am Zürichfest als Worship Academy spielen dürfen. Hammer, danke für all diejenigen, die gekommen sind. Teil meiner Vorbereitung war, dafür zu beten, dass Gott mitten, wenn die Flieger über uns flogen, das war wirklich witzig, und der Riesenkrach, der am Zürichfest passiert, dass immer Gott mittendrin ist. Und dann ist vorbei und in den Gedanken bin ich schon am nächsten Ding. Aber ich glaube, es ist eine Saat gepflanzt worden. Und in Gedanken bin ich schon am nächsten. Wann können wir das nächste Mal sowas machen? In 3 Jahren ist es wieder Zürichfest. Ich habe mit dem Veranstalter schon gesprochen. Der hat gesagt, nächstes Mal machen wir noch was Größeres. Und dann in der Predigtvorbereitung lese ich, wie Paulus plötzlich gemerkt hat, weißt du was? Gebet war nicht so sehr ein Teil seiner Vorbereitung auf diesen Missionstrip. Er hat einfach mal was gemacht. Für Pflanzen musst du nicht viel beten. Aber Gebet gehört eigentlich in die Nachbereitung, um es eben zu erhalten. Wir haben jetzt für das Namibia-Team gebetet im Vorfeld, die kommen nächsten Sonntag zurück und dann ist es wie weg vom Radar. Und die haben was gepflanzt. Und es geht einfach eine ziemliche Weile, wenn wir was gepflanzt haben, bis wir auch davon die Früchte ernten. Und ein Grund, wieso ich in meinem persönlichen Leben und wir als Kirche nicht die Früchte sehen, die wir eigentlich erwarten dürfen, hat viel damit zu tun, dass wir zu gut sind im Pflanzen, aber vergessen zu begießen. Wie wäre es, wenn wir die nächsten 12 Jahre dafür würden beten, dass das, was das Namibia-Team in Namibia gepflanzt hat, täglich, ständig, so wie das Paulus gemacht habe, was würde da heraus wachsen können? Aber wir überlassen die Saat sich selbst. Ja, Gott schenkt das Wachstum, aber der Mensch, hat's noch was? Muss begießen. Wie wäre es, wenn wir die nächsten 3 Jahre für das, was am Zürichfest gesät wurde, beten würden? Damit das nicht einfach eine Saat war, irgendwie ein kleiner Funke wie ein Feuerwerk, sondern dass Gott etwas draus wachsen lassen kann. Ist mir neu aufgegangen. Gebet ist eigentlich nicht unbedingt so wichtig im Vorfeld. Klar, Gebet ist wichtig, dass unser Herz weich bleibt. Irgendwie die Erde muss locker sein. Dafür ist das Gebet wichtig. Aber nachher,
das Begießen, das Erhaltene, dass der Ton nicht abklingt, sondern dass es weiter klingt, dass es Gott angefangen hat, dass dieses Sound vom Reich Gottes bleibt. Und so oft sind uns die Hände gebunden. Du lädst jemand ein, der kam in den Gottesdienst vielleicht, du hast mit jemandem über Gott gesprochen oder sonst, was du alles dran bist. Und du weißt, dazu hat mich Gott berufen. Das war vom Heiligen Geist initiiert. Aber es klingt ab. Und Paulus hat sich so investiert, hat sein Leben riskiert und sagt, das Beste, was ich jetzt noch machen kann und das Wichtigste, ich bete einfach nonstop. Hört nochmal diese Worte. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden. Bis zum Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ich möchte euch ganz kurz, für eine kurze Predigt, 3 Dinge weitergeben, die uns helfen, eine Langzeitperspektive in unserem Gebetsleben zu erreichen. Nicht immer zum nächsten Ding, sondern eine Langzeitperspektive. Ich glaube, es ist auch ein Ausdruck von Glaube. Weil manchmal sind wir einfach im christlichen Aktivismus und denken, wir machen das, hat nicht funktioniert, wir machen das, versuchen auch noch das und das. Ich glaube ans Säen, ich glaube ans Pflanzen. Aber Paulus übernimmt hier auch die Verantwortung. Es ist eines, vom Heiligen Geist geleitet zu sein und inspiriert, aber es ist etwas anderes noch, die Verantwortung zu übernehmen und sagen, er hat gesprochen und jetzt sehen wir und wir halten dran, bis es zur Vollendung kommt. Ich möchte euch 3 Sachen geben, die haben das Wort immer Sicht drin, weil wenn du Langzeitperspektive brauchst beim Beten, dann brauchst du eine Vision für das unspektakuläre Gebet. Ich liebe Apostelgeschichte, weil da geht's zack, 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 das ist mein Lieblingsbuch in der Bibel. Aber von dem, was ich jetzt rede, das ist das Unspektakuläre am christlichen Glauben. Weil es eine Treue, eine Stetigkeit, Beständigkeit braucht, um zu sehen, dass die Dinge erhalten bleiben, die Gott angefangen hat. Seid ihr mit mir? Habt ihr den Gedanken begriffen? Das ist eigentlich mein ganzer Gedanke. Also das Erste, was Paulus hatte, er hatte eine Absicht. Es hat eine Folie, jetzt musst du drücken, ich kann da nicht multitasken. Er hatte eine Absicht. Und das heißt hier, jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinen Gott für euch alle. Es war absehbar, was Paulus tat. Sein Tag hatte eine gewisse Routine. Es war Teil seines Lebens, wo er wie gesagt hat, es gehört dazu. Das Wort an euch denken. Im Griechischen ist es auch ein Synonym für das Wort rezitieren. Also eigentlich ist es etwas Eingeübtes. Ich kann ein musikalisches Stück rezitieren. Damit ich etwas rezitieren kann, muss ich ganz viel üben, das immer wieder machen und immer wieder wiederholen. Und das war Teil von Paulus' Gebetsleben. Der war einfach in einer guten Routine, weil er gesagt hat, okay, das gehört einfach dazu, ich mache es wieder und wieder und wieder und wieder. So einfach. Also manchmal macht man es zu kompliziert und man denkt, ich fühle mich nicht so inspiriert, es muss spontan sein. Nee, gewisse Dinge waren wirklich vorabsehbar. Mein Mentor Bruce Monk ist der internationale Equipers-Leiter. Der hat so eine Routine und das beschäftigt mich und inspiriert mich. Jeden Tag in seiner stillen Zeit fängt er ganz unten von Neuseeland an, in Invercargill. Und dann betet er sich hoch, die ganze Südinsel, hoch die ganze Nordinsel, überall, wo wir Gemeinden haben,
dann kommt er nach Europa, also zuerst nach Asien, geht da durch, betet für Manila und dann kommt er nach Europa. Einfach Teil seiner Routine, es ist absehbar, für wen er betet. Ich glaube, Bruce betet mehr für uns als Gemeinde als jeder von uns. Weil es Teil seiner Routine, er hat eine Absicht darin, weil er weiß, wir haben da was Gutes gepflanzt, Gott ist drin. Aber wir wollen nicht, dass es verdorrt, dass es ausfadet. Gebet hat wirklich diese Routine. Ich hatte während meiner Ausbildung zum Primarlehrer auf meinem Schulweg sozusagen 20 Minuten Zeit. Und 5 Minuten bevor ich in der Uni war, hatte ich auf dem Weg so einen Baum. Und dieser Baum war mein Gebetsreminder. Und jeden Tag, während 5 Jahren, wo ich dorthin ging, jeden Tag war dieser Baum für mich ein Reminder, eine Erinnerung, dass ich für etwas dankbar sein soll. Ich weiß, theologisch ist es nicht ganz korrekt, aber dieser Baum hat mich gerettet. Der hat mich von unglaublich viel Frust gerettet, von unglaublich viel Zynismus, den ich während meiner Ausbildung hatte. Einfach jeden Tag für etwas dankbar zu sein. Das war Teil meiner Routine. Und in dieser Zeit wurde Dankbarkeit einer meiner Hauptwerte in meinem Leben. Ein kleiner Reminder. Und Paulus hatte das. Und meine Herausforderung an uns ist, hey, vielleicht braucht es noch ein bisschen mehr Strategie in einem Gebetsleben, als einfach so, ich spüre es gerade, so wie ich mich gerade da fühle, das, was mir gerade in den Sinn kommt. Nee, vielleicht musst du mal ein paar Sachen aufschreiben. Vielleicht musst du echt eine Routine haben und sagen, ich gehe in Traumstation früher raus und während den 5 Minuten, wo ich gehe, bete ich immer für das. Anfang Jahr habe ich was angefangen, aber ehrlich gesagt, ich habe es auch nicht durchziehen können bis jetzt. Aber ich habe gesagt, jeden Tag bete ich für ein Familienmitglied von uns. Am Montag ist es Wana, am Dienstag ist es Janis, am Mittwoch ist es Sarah, am Donnerstag ist es Lukas, am Freitag ist es Samuel, am Samstag ist es Tobias und am Sonntag bete ich für die Gemeinde. Das ist meine zweite Familie. Weil es geht darum, dass wir etwas begießen, was Gott angefangen hat und es am Leben erhalten. Ja, jetzt ist dann Schluss. Das Zweite, was Paulus hatte, er hatte Einsicht. Man könnte auch sagen, Einblick in das Leben der Gemeinde in Philippi. Es heißt hier, ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Hier war Paulus, der wusste, was geschieht. Der konnte mitfiebern. Der hat auch nachgefragt. Wir lesen ein paar Zeilen später im Philipperbrief, steht geschrieben, übrigens, ich hoffe im Vertrauen auf Jesus Christus, wir haben das Slide dazu, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich dadurch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Also er war unglaublich proaktiv im Nachfragen, sogar im Gefängnis. Und gesagt hat, also ich muss alles dran setzen, dass ich weiß, was läuft, weil dann kann ich auch beten. Und es war seine Initiative. Ich glaube, Teil unserer Gleichgültigkeit in unserem Gebetsleben gegenüber anderen Menschen, aber auch das, was Gott in unserer Kirche gestartet hat, hat damit zu tun, dass wir uns nicht informieren. Schon zu viel, den Newsletter zu lesen. Es ist irgendwie zu viel, ans Gebetsmeeting zu kommen vor dem Gottesdienst, um zu hören, wo wir dran sind. Wenn du dich nicht informierst, wirst du nie irgendwie sagen können, wow, ich weiß, wofür ich bete und es wird dich auch nicht packen. Paulus war unglaublich proaktiv. Er suchte die Einsicht in die Dinge, den Einblick, damit er wirklich beten kann. Wisst ihr, mit dem Begießen, als wir da unsere Wohnung in Zürich gezogen sind, da hat es ziemlich viele Pflanzen und Blumen. Und unsere Vermieterin hat mir den Auftrag gegeben,
wirklich zu dem Zeugs zu schauen. Jetzt, damals hatten wir erst 4 Kinder, aber schon wenn du 4 Kinder hast, dann hast du einfach keine Zeit für einen Garten. Jedenfalls nicht, wenn das nicht unbedingt deine Leidenschaft ist. Es dauerte genau 5 Monate und alle diese Pflanzen sind abgestorben. Und unsere Vermieterin, die ist wirklich eine clevere Bohne. Die hat die Idee und sie hat gesagt, Herr Zeltner, pflanzen Sie jetzt Dinge, die Ihnen gefallen und an denen Sie Freude haben. Also erstens musste ich das Geld jetzt ausgeben, um neu anzupflanzen. Ich musste in den Jumbo fahren und ich habe Erdbeeren gekauft, ich habe Schnittlauch gekauft, ich habe Petersilie gekauft, Himbeeren, einfach das Zeugs, das wenigstens noch Sinn macht. Nicht so wie Blumen und seither ist fast nichts abgestorben. Einfach weil ich Verantwortung übernommen habe. Weil es meins wurde. Und das ist der Schlüssel im Gebetsleben. Du kannst schon sagen, oh, ich schaffe es niemals, regelmäßig zu beten und so Sachen. Ja, es hat etwas damit zu tun, dass es einfach nicht dein Ding ist. Das ist das Ding von der Kirche, das ist sein Problem, das ist ihr Problem. Aber es ist nicht dein Ding geworden. Und Paulus war unglaublich proaktiv in dem. Er wollte wissen, was läuft. Und mir ist aufgegangen, wahrscheinlich könnte diese einfache Sinnesänderung uns als Kirche auf einen total neuen Level bringen. Wenn wir nachfragen würden. Also wir machen ja viel, es läuft viel. Wir müssen nur mal eine Broschüre lesen, was wir alles machen. Schon nur jetzt die Themensofas. Wie wäre es, wenn wir nicht nur für die Themensofas beten, sondern nachher noch nachfragen, hey, wie lief's? Und wenn du nachfragst, dann hast du auch was zum Beten. Nicht immer schon am Nächsten sein. Vielleicht müssen wir uns als Kirche auch ein bisschen disziplinieren und sagen, wir machen weniger. Dafür halten wir es aus, länger dran zu bleiben. Ich habe kürzlich für jemanden in der Gemeinde gebetet, wegen Heuschnupfen. Und ich selbst wurde von Heuschnupfen geheilt. Es gibt nicht viele Sachen, wofür ich absolut Glaube habe, aber fürs Heuschnupfenheilen habe ich lege für jeden die Hände auf, weil ich habe es selber erlebt. Es war mirakulös, es hat mein Leben verändert. Ich habe für die Person gebetet und es ist nichts passiert. Es war eine Ministerkonferenz. Einen halben Tag später wieder gefragt. Es ist nichts passiert. Eine Woche später wieder gefragt. Und ich kann euch sagen, Nachfragen ist echt mühsam. Weil es ist auch so ein bisschen, du bist in einem Spannungsfeld und du denkst, ja, hat es jetzt nichts gebracht. Was mache ich damit? Und manchmal ist es einfach nicht erwähnen und denken, Gott macht dann schon, wenn es sein Ding ist. Aber ich habe mir gesagt, vielleicht ein Schritt, dass wir auch mehr Frucht sehen von dem, wofür wir auch glauben und das, was wir gepflanzt haben. Ein Teil, ein großer Schritt dazu ist, dass wir anfangen nachzufragen. Dranbleiben. Wie geht's? Es hat sich etwas verbessert. Wofür kann ich beten? Wo bist du momentan dran? Wisst ihr, wenn das ein Teil unseres Gemeindelebens werden würde, nach dem Gottesdienst, währenddem wir in der Empore sind und Kaffee trinken, nachfragen, nicht nur, hey, wie geht's dir? Sondern du kannst dich noch daran erinnern, was letzte Woche passierte. Weil wir reden ja sowieso immer mit denselben Leuten. Mal dran erinnern, wo die Person letzte Woche dran war. Oder vor einem Monat. Und dann das Begießen. Weil Gott schenkt das Wachstum. Das können wir nicht machen. Aber wir müssen schauen, dass das am Leben erhalten bleibt, was Gott angefangen hat und tun hat, dass es zu vollen Entfaltung kommen kann. Und dort müssen wir echt besser werden. Und es ist mir echt aufgegangen, als ich da Paulus ein bisschen studiert habe. Und das Letzte ist dann im Vers 6,
wo Paulus sagt, ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Paulus hatte eine Zuversicht und eine Weitsicht beim Beten. Man, er ist schon 12 Jahre dran, aber er hatte noch das Feuer. Er hatte so eine Zuversicht, weil er sehen konnte, was Gott schon alles getan hat. Er blieb dran. Und wenn du dran bist an etwas, dann kannst du auch eine Entwicklung sehen. Und deshalb kann er sagen, ich bin ganz sicher. Weil wenn man von nichts, und am Anfang war nichts in Philippi, es war eine römische Kolonie, da gab es keine Christen. Von nichts plötzlich eine Gemeinde entsteht. Und jetzt bist du da und du schaust zurück und dankst Gott für das, was er bis jetzt getan hat. Dann kannst du mit Sicherheit sein, wenn Gott so viel erlaubt und so viel möglich macht, dann kann das auch nochmal möglich sein. Und wenn du dann zurückschaust und im Gebet sollen wir immer mit Danksagung drin sein. Danksagung heißt, wir schauen zurück und wir danken Gott für das, was er getan hat. Dann hast du mit der Zeit eine Sicherheit und du siehst einen roten Faden, was Gott eigentlich tut. Und dann bist du nicht nur am Bitte, bitte Herr, sondern du bist am Prophezeien, du bist am Proklamieren, weil du genau siehst, was Gott eigentlich tun möchte und wo das ganze Ding eigentlich hin sollte. Und das hatte Paulus. Und ich finde es noch interessant, bis an den Tag, Jesus Christus wiederkommt. Es gibt viele Gebete, die wahrscheinlich kein Ablaufdatum haben. Weil eigentlich müssten wir mit jedem Tag, wenn wir leben, bräuchten wir mehr Zeit zum Beten. Weil es nicht einfach aufhört. Gott schreibt eine Geschichte, die weitergeht. Und ich glaube, es gibt auch Dinge, die wir dann loslassen können. Also, wir haben eine Eiche bei uns ums Haus. Ich spritze die Eiche nicht mehr. Die wächst von allein. Die hat eine gewisse Größe bekommen. Aber die kleinen Dinge, die kleine Saat, die musst du begießen. Das ist noch zerbrechlich. Meine Herausforderung an uns als Kirche ist, schaffst du es, etwas 12 Jahre lang im Gebet zu tragen? Wann hast du das letzte Mal gemacht? Etwas über Jahre dran zu bleiben. Ich habe eine Geschichte zum Schluss. Ich fliege heute Abend nach Neuseeland an die Schaukonferenz, da von unserer weltweiten Equippers Family. Und ich freue mich, dass ich nächsten Sonntag in Wellington, das ist die Hauptstadt von Neuseeland, predigen darf. Und ich werde Freunde wiedersehen. Und die heißen Sonja und Vincent Bethen. Und als ich die Bibelschule in Neuseeland gemacht habe, war das für mich eines der einschneidendsten Erlebnisse und auch der Grund, wieso ich wirklich Pastor geworden bin. Und zwar hatte ich das Vorrecht, Vincent zu taufen. Und wir hatten regelmäßig Taufen, da war jetzt nichts so Spezielles dran. Aber als er bezeugt hatte, wie es zu dieser Taufe kam, flossen bei mir die Tränen und ist ein Traum geboren in mir. Und ein Bild, wieso Kirche wichtig ist und wieso es sich lohnt, Gemeindearbeit zu leisten. Vincent hat erzählt, wie er weit weg von Gott war und mit Gott eigentlich nichts zu tun haben wollte und vor allem seine Frau Sonja sehr belächelte für ihren Glauben und dachte, ja, das ist für die Schwachen, das ist für diejenigen, die irgendwie einen Grund zur Erklärung brauchen für gewisse Dinge. Und Sonja ist so eine hartnäckige Frau, die hat immer wieder ihren Mann eingeladen in den Gottesdienst, hat immer wieder mit ihm über den Glauben gesprochen. Und Vincent, so beschreibt es, wenn er kam in den Gottesdienst, saß er ganz zuhinterst in der letzten Reihe, wo man am besten beobachten kann, was läuft. Und ganz zynisch seine Arme verschränkt und hat immer alles kommentiert, was im Gottesdienst gerade lief. So, ja, der Worship ist wieder ein bisschen zu emotional und der Prediger, der ist wieder irgendwie total neben den Schuhen und erzählt nichts, das wirklich relevant ist fürs Leben. Alles so zynisch kommentiert.
für ganze 12 Jahre. Und eines Tages, es war einfach ein weiterer Sonntag, 12 Jahre mal rund 52 Sonntage im Jahr, also über 600 Mal. Jeden Sonntag hat sie ihren Mann eingeladen. Und ungefähr einmal pro Monat oder einmal alle 2 Monate kam er vielleicht. Ein ganz normaler Gottesdienst. Ich weiß noch, wer die Predigt hatte. Es war jetzt nichts Spezielles. Ist etwas passiert mit ihm? Am Schluss des Gottesdienstes hat er seine Hand hochgehalten, gesagt, das ist der Start meines Weges mit Jesus. Und als er das während der Taufe erzählte, man, ich habe geheult. Und einfach, was für eine Frau hat er. 12 Jahre. Etwas dran zu bleiben. Etwas im Gebet zu tragen. Schauen, dass es nicht abstirbt, sondern einfach sagen, wir halten dran. Und dieses Zeugnis war matchentscheidend, wieso ich gesagt habe, ja, ich glaube noch an Gemeindegründung. Ich glaube noch an Gemeindebau. Weil was ich in Berlin erlebt habe, hat mir den letzten Bogen gegeben. Es war dieses Zeugnis. 12 Jahre. Hast du diese Perspektive im Gebet? Und ich glaube echt, dass wir viel gesät haben als Kirche, aber wir haben unglaublich wenig geerntet. Und meine Challenge für diesen Sommer ist, wir müssen besser werden im Begießen. Weniger Ideen, weniger Neues, mal dranbleiben an dem, was wir eigentlich gesät haben. Und eine Perspektive haben, dass es vielleicht ein bisschen länger geht, bis wir den Durchbruch sehen. Wer bist du, dass du etwas aufhören kannst zu begießen, was Gott angefangen hat zu wachsen zu lassen? Wer sind wir, dass wir entscheiden? Und Paulus hat sein Leben neu hingegeben und gesagt, in der Nachbereitung will ich fleißig sein. Ich bin spontan im Säen, aber ich bin unglaublich diszipliniert und strategisch, wenn es darum geht, zu beten und etwas im Gebet zu erhalten. Was für eine Botschaft. Lass uns doch zusammen aufstehen. Gerne noch beten zum Schluss. Ich habe hier vorne 2 Körbe mit Bohnen. Sollen wir uns einfach noch ganz praktisch machen. Nachdem wir gebetet haben und noch ein bisschen Worship machen, bitte ich dich nach vorne zu kommen und eine Bohne zu schnappen und leg sie dir dann ins Portemonnaie. Einfach ein Ort, wo du die Bohne immer wieder siehst, als Reminder. Mal schauen, wie lange du sie im Portemonnaie rinnen lassen kannst. Und so vom Gedanken her, ich höre erst auf, wenn ich sehe, was Gott wachsen ließ. Wir hören erst auf, wenn wir das ernten, wofür wir glauben. Herr, ich will dir danken, dass du heute gesprochen hast zu uns. Und wir glauben, Herr, dass wir dazu berufen sind, zu ernten. Und die Früchte von dem zu sehen, wofür wir glauben, wofür wir uns eingesetzt haben. Und heute möchte ich über uns aussprechen, dass wir wirklich diese Vision haben, diese Sicht haben, die auch Paulus hatte. Dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Über Jahrzehnte vielleicht. Dass das unspektakuläre Begießen, dass das matchentscheidend ist für die Geschichten, die du, Heiliger Geist, angefangen hast und in diese Welt, in unserem Umfeld, in unserer Stadt freisetzen möchtest. Ich möchte uns als Gemeinde zusprechen,
dass unser Jahresmotto Pray and Obey wirklich zum nächsten Level geht. Dass die Gleichgültigkeit, die im Gebet ist, die gebrochen ist, weil wir Vision haben, weil wir sehen, dass es etwas bringt, weil wir sehen, wie wichtig es ist. Ich möchte uns zusprechen, dass wir wirklich sehen werden, wie Dinge durchbrechen, von denen wir lange Zeit nichts gesehen haben. Lass uns einfach einen Moment in dieser Anbetung und Haltung sein. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist uns ganz bewusst Dinge zeigt, wofür wir einstehen müssen. Vielleicht sind es Menschen, vielleicht sind es Situationen, vielleicht sind es Dinge, die du wirklich gesät hast. Vielleicht sind es Projekte, wo du weißt, das hat mit Gott angefangen. Und ich bin ganz sicher, dass er das, was er angefangen hat, auch zu Ende bringen wird. Ich will, dass du dir das vorstellst, wie du am Beten bist, wie du diese Saat am Leben erhältst, damit das wachsen kann, wozu die Saat auch bestimmt ist. Halleluja. Danke, Jesus.